Ein Mann, der hat Arbeit gekriegt bei der Municipalität am Tevorwe. Er will sehr glücklich über seine Arbeit. In den ersten Tag, der musste konnte beim Asphalt da frisch fahren. In den ersten Tag hat 2 Kilometer gefahren. Eine großartige Arbeit getan. Am zweiten Tag hat er bloß 500 Meter gefahren. Am dritten Tag wäre das allemaal 200 Meter. Dann fragt sein Chef dann, du Wort, hör ich mal, was ist hier los? 2 Kilometer am ersten Tag und 500 im zweiten und allemaal 200 von der, allemaal 10% von dort, was im ersten Tag. Warum lässt du nicht mehr so viel? Ich sage dem Chef, weißt du was, ich arbeite endlich Dollars fertig und ich bemühe mich so sehr, aber der Vorarmer, der erste sehr weit aufgeblieben, das wird so sehr lang einmal von dort, der Vorholen, was ich hier vorbekomme, wenn es so sehr weit auf ist. Das Mann, der hat im Vorarmer durchstunden gelassen, wo dem ersten Tag wir und versucht hat, von dort aus die ganze Route zu fahren. Das ist lächerlich, wenn das Mann arbeitet, da kann sagen, warum kommt er nicht auf die Idee, den Armer mitzunehmen. Aber leider sind es so viele Menschen, die haben ihren Vorarmer so sehr weit auf. Im Glauben zum Beispiel. Das gibt Menschen, die sind irgendwann mal die Kirche gewesen, die sind irgendwann, haben die mal die Bibel gelesen, 10 Jahre zurück, und für sich ihren Glauben noch wieder damit im Stand der Hölle, dass die 10 Jahre zurück mal irgendwann einen Text gelesen haben und glauben, dass das nicht alle Tage soll funktionieren, mit das Bild, was die mal in der Kirche hier haben oder gelesen haben. Und nehmen nicht ihren Vorarmer mit. Und wenn andere wird, nehmen nicht die Bibel mit. Nehmen nicht das Gebet mit. Nicht, dass die nicht mal beten können. Nicht, dass die nicht mal frisch abtanken bei der Bibel. No. Die mache ich da halt wieder auflegen lassen, wenn ich das viel zu Druck haben, dem dich dabei nehmen. Ich möchte die ganze Zeit auf dem Dol ran und ich habe das so sehr Druck. Irgendwann, wenn ich das nicht so Druck habe, dann kann ich auf die Idee kommen, aber nicht mal irgendwann für Gott Zeit nehmen, nicht mal mehr für so eine Sache. Wo steht die Vorarmer? Ist dir auch da geblieben, wo du mal anfängst, da nimmst du den mit, dass du immer dich Spiel hast, und frisch den Pinsel abtanken und dass du den Tag ein bisschen vorher merken kannst und nicht so weit am Dol ran. Manche sind ja ab eins in Piet geblieben und das ist längst durchgegangen und sagten haben, ab der Pieten warten dabei. Und wenn die Piet gestorben ist, dann schaut das nicht, wenn die raufgeripst und irgendwann, weil dann leben die Piet nimmst. Wenn die eine Religion durchgegangen ist und die eine Farm zu eng ist, dann nimm einfach was Frisches und fang frisch an. Aber als Menschen kostet uns das für uns was zu ändern. Die Bibel fordert uns ab, in Römer Kapitel 12, Vers 2, da sagt es so, stellt ihr nicht diese Welt gleich, sondern verändert ihr durch die Erneuerung von jenen Sinne und dort nur prüfen, was die wohlgefällige und vollkommene Welle von Gott ist. Einfach die Sinne ändern, einfach lernen anders zu denken. Uns kostet, wenn wir was an die Hand nehmen, das haben wir so getan. Das habe ich immer getan. Als ich immer so steht an der Kirche war, diese Religion habe ich immer so gehabt. Und als sie immer so steht, als man nicht gewusst, habe niemals nicht die Bibel gelesen. Und dann war ich die Prediger schon weiter, was das für mich soll. Oder habe damals eins, wo mal bei der Taufe was erlebt. Oder mal eins, mal ein Erlebnis gehabt. Aber von der Tag ist das nicht mehr wichtig, diesen Vorwärmer dich bieten haben. Ich habe das viel zu Druck. Da sage ich, okay, ich will mich frisch abtanken. Ich glaube, dass Gott auch von dir was nie hat für mich. Das, wo ich dem immer wieder frisch sehe. Und nicht halt wieder aufhören, ran abtanken. Wie ist das bei dir mit dem Abtanken? Wo ist dein Vorwärmer? Wo ist deine Bibel? Wo ist deine Oase, wo du kannst frisches Butter kriegen? Jesus Christus macht dort für uns sein, dass heute Oase für uns ist und der dich bei ist, dass durch dich bei ist abzutanken und dass der Tag ein bisschen leichter ist und dadurch kannst du auch eine Oase für andere Menschen sein.